Das 15. Kapitel. Jeder hat sich sein Päckl. Hat was für ein Brief, wo Rosa Vormann hat jenen Tag bekommen von ihr Borissen. Teiere Rosemanne, ich küsse dich in der Wadens. Zum mein Unglück kann ich dich nicht sehen. Och, und du verstehst, was heißt bei mir, dich nicht sehen. Man hielt mich und kickt auf mich mit 1000 Augen. Meine Mutter hat mich so lieb, also lasst mich nicht auf keinen Minute. Ach, ich bin ein Unglücklicher. Ich bete dich, Rose, nimm zu Mann, Chaber Eisenstadt, klag, wie mich klag. Du bist ein seltener, ordentlicher, guter Mensch. Vor ihm ist nicht du kannst Zeuges. Mag alles wissen. Weiß alles und ist so clean, so getreu und übergegeben im ganzen Leben. Ach, Emmes, Eisenstadt ist ein ganz ordentlicher Mann, ein guter Krieger. Rose hat aber eine Sache besser gewollt sein, sich mit ihr Borissen. Wie mit Eisenstaaten, sein Borissen ein Minute, hin von ihm ein einzig Wort ist bei ihr gewesen, eine Sachteile Liebe. Wie zu sehen, Eisenstaaten 3 Schuhe gescheitert reden mit ihm einen ganzen Tag. Unser jünger Diplomat hat das sehr gut verstanden. Aber was hat gesollt tun, als Boris hat fort nicht gekannt, kommen nachher. Eisenstadt hat hier ausgewiesen, dass Reihe ist. Als Rosa hat nicht gekannt, klären anders. In einer Zeit von 2 Wochen hat Eisenstadt herausgesehen, als wie viel Roses Liebe zu sein, habe ich stark. Als außer Borissen, was für ihr nicht existiert, kein Mensch, keine Welt, kein Liebe und kein Glück. Boris, das ist gewesen ihr Gott, auf welchen es ist gehangen, ihr ganze Hoffnung im Leben. Eins von den 2, oder Boris, oder der Teut. Wegen dem hat Eisenstadt genick Nacht verbracht und schmissen mit Berthe Schimschelbein. Schlecht, Berthe, hat ihr einmal gesagt, bei Eise sind geblieben allein bei Nacht im Saal auf der Kanapee. Schlecht. Ich kann Ich darf sehen, nehmen, andere Mittel. Es soll nicht verschwinden werden von unserer Hand. Wer? Wer soll nicht verschwinden werden? Hat ihm Berthe mit Schreck übergefragt. Unser Prinz, Boris. Berthe hat ein Patsch getan mit der Hand, den Kemat weinendig herausgerät. Sag mir mal. Eisenstadt, die sind da schlechter. Ihr habt immer lieb zu sagen, solche schreckliche Sachen. Es ist gut, am Morgen mit 8 zu reden. Eisenstadt hat auf ihr niedergestellt seine große Augen, welche seine nicht gewähnt, also bei sind Mäuerdick, wie die Madame Schimschelbein hat gemeint. Sie hat ihm nach Hamur übergefragt. Ich verstehe nicht, was ihr meint. Was wollt ihr sagen? Boris hat nicht lieb Rosen? Nein, verkehrt, hat sie aufgeliebt. Aber es kann sich treffen. Er soll antläufen. Ausrasen sich. In antläufen für Rosen auf Tummet. Als solche Murisch, freudige Gedanken haben stark gewirkt auf dem Madame Schimschelbein. Ihre Tränen, was haben sich kein Mund lang nicht gelost beten, haben sich jetzt wie von einer Qual gegossen. Eisenstadt hat in der dosige Zeit herangekickt in Bücher an. Und als hat sehen, als die Tränen heute Mund werden schitterer, in den Augen drückender, hat sich wieder zurückgeregt zu Berthe de Grieche und hat ihr übergegeben seine Gedanken. Von wo es erklärt, als der Madame Schimschelbein hat endlich gemisst einstimmen mit ihm. Also hat recht. Nicht den Ganzen, nur ein bisschen. Wo sitzt man dazu, hat sie ihm gefragt. Man darf nicht schlafen. Man darf sich erklären. Ich will Frieden, Tomer wird mir gerufen. Eisenstadt, ihr seid der ehrlichste, der beste Mensch auf der Welt. Ihr seid ein wirklicher Held.
Was geht das Boris und seine Freund Harben also von seinen Wegen? Der Dosiker, wohlgeborene Prinz, der künftige Jäurisch von der glänzenden Firma Friedmann, ist von Kind war so umgezogen geworden darauf, als alle darfen Harben auf ihn. Und es wollte ihm gut gewähnen Winde, wenn jemand sich soll fragen, was ist das also? Betewe nicht kein schlechter, und dabei Harz hat ihm die Breite der Erziehung gemacht für einen Mensch mit einem schwachen, nur einem guten Charakter. Der Pfarrer hat ihm jeder lieb gehabt und geschätzt noch seinen Wert. Auf sein Leben hat noch keinem abgesucht, was man hat bei ihm gebeten, ist gegeben und getun. Was man hat bei ihm gebeten und gegeben und getun mit der breiten Hand, wie viel hat Norbe Koyach gehabt zu geben und zu tun. In Hagam, Eisenstadt hat noch von ihm kein Schimmteufel nicht gehabt und nicht gefordert. Doch hat sich Boris nicht gefragt, was läuft der dosige Diplomat alle Tag wie ein versammter Maus? Sie berte die Griechen mit seinen Krittlich zu Rosen und mit Roses Brieflich zurück. Es ist auch schwurer, als Eisenstadt allein hat sich auch weinig beschäftigt mit dem dosige Frage. Man muss es zieht dem etwas dahin. Erst noch dem in der Zaterin, dem uns wenn Rose nur wir verläufen zu früh. Es ist nicht du keine ärgere Sache wie du's. Wo der Schreiber hat kein Zeit nicht, denn habt eins fahr das andere. Klar, wie immer sie schluckt dem Hals in den Nacken. Hauptsache, es wird nicht antläufen. Goldenstadt und Silberstadt haben sich Tchilles a viele Jahre ein bisschen gewinnt darauf, wo der Diplomat verbringt Tag mit Nacht bei der Griechen. Nur weiter haben sie aufgehört, sich zu kicken dazu. Jeder Mensch hat sich sein Eckel. Goldenstadt und Silberstadt sind gewähnt, so stark vernehmen mit seiner eigenen Päcklich, als es sei schon gut in den Kopf nicht gekrochen, Boris Friedmanns Liebe mit Eisenstadts Diplomatie. Goldenstadt und Silberstadt sind gekommen daher zu sein, haben ein bisschen aufbringen, sich für den Jura, ein bisschen leben und trinken sich mit der Freiheit einmal vor allem. Und ich befragte, also steht noch vor, als ein schwerer Weg an der Universität auf 4 oder 5 Jahre. Mit was für Süßigkeit liegen sie Jahrzehnte ausgezogen auf dem Gruß, ergens hinter der Bäume und kicken herauf auf den blauen, simmerdicken Himmel. Wie teuer ist die Freiheit? Doch nein, nicht das, was sie auf dem Gesicht haben, sie zu gefunden. Das grüne, schmeckerige Gruß mit den blätterdicken Beinen haben sie gleich verbieten, aufgetauscht. Auf dem gelben Mauer von der Regenbogen, in dem blauen, simmerdicken Himmel haben sie verbieten, auf die gelbe, nur gesinnte in frischer Tächte von dem Regenbogen. Mascha und Pascha Regenbogen sind nicht kann Hinge, nicht kann Scheine, nicht kann übrige Kliege, nicht kann Seier gebildete, nur Mäule meidlich, ausgezeichnete meidlich. Es ist ein Vergnügen zu kicken, wie soll die dosige zwei Schwestern gehen nach ihm auf den Spazier, damit gearmt, ständig zusammen, gleich gekleidet. Natürlich sei elegant, in noch der letzte Mode, ständig in ein Zart, still, fein, benehmes, lieblich, freundlich, wie Schwester darf gehen. Keine wird gut nicht wollen bleiben, als bei sich in der Heim seinen Seite zwischen sich die ärgste Sonne und rasen sich 100-mal Tag, wie die Katz. Was ist du zu wundern sich? Gott hat sei so schön beschaffen. Also müssen sich kriegen zwischen sich. Warum als Mascha so was? Mit schön Pascha so nicht schwarz. Es kann sein gemult sein, es kann sein gemult sein, es kann sein möglich sein, also es ist der Fall, weil sie sind beide gleich zerbeisert damit. Sie haben beide rote Hut mit langen, spitzigen Nase und großen Ohren. Es kann sein, als der Fall, weil sie sind beide ein bisschen rübergewachsen, beide Versessene und Chassanen. Und es kann sein, als der Fall, weil Mascha hat gerechnet, dass über Pascha ist so, als über Paschen ist ja so unglücklich. Und Pascha hat gedringend verkehrt, als die ganze Zuhörer ist, weil sie hat eine ältere Schwester, welche heißt Mascha.
Maar wie soll der Maß ist dort gewesen? Die dosige zwei Schwestern haben gefühlt zwischen sich, willkommen. Zart mit Juden. Nicht der Vater, was ist selten in der Heim gewesen. Nicht die Mütter, was hat Meure gehabt, daran mischen sich zwischen sei. Haben sie nicht gestört. Sie kriegen sich, siedeln sich, schelten sich. Und oftmals zwischen ihnen soll es bleiben. Tage patschen sich. Chaos ist gewöhnlich nicht das teure Maler. Das verstehen wir, als jeder Mul ein Gall. Als jeder hat ein Gall. Und ein Mensch ist nicht kein Asen. Wie soll Maschen nicht sein in Chaos auf Paschan? Als sie verginnt sich noch sparen und suchen auf Zillahaches. Asyl besteht ist auch heute. Ist ein Krieger für dir. Ist ein Krieger für dir, Mascha. Versteht sich. Pascha allein sagt das so. Darf man hier bleiben. Und ihr weißt, wer es sucht. Du sagst Pascha. Mann, Schwester Pascha. Ihr kennt sie zu nein. Zu mich kommen sie nicht. Dich, Mascha, kommen am Wadda. Wir kennen die. Danken Gott immer Tim. Wir kennen dich. Man hat gehört von dir. Gelobt ist Gott, was mir kennt mich. Und wollt mich noch mehr kennen, wenn ich soll nicht sagen, dich war eine Schwester. Ich mach dir Kalje? Ich verstehe. Die machst mir Kalje? Die, wo sie ist. Wer bist du, solche? Wer bist du? Adrabe, wer bist du? Wer ich bin? Es ist schon genug von mir. Also ich bin meine Schwester, ist eine Schwester. Sie viel Covid für die. Was ich schon Tage kleben, gemägt, darüber trugen, mit dem Päckchen hin. Die man hat schon lang zugegreit. Von dir an Ort. Du bist älter, Schwester Leben. Halb schon uns sich älten. Na, sie dir. Na, dir zurück. Es gibt zwischen sei vor solches. Es passt nicht für kein Freund, welche spielen Pianen und halten ein Bichel in der Hand. Darüber haben wir ausgestellt 3 Schieres mit Pintelich. Merkwürdig. Tomer hat immer gesucht, das schlechte Wort auf Maschen. Hat Pascha jenem gekannt, ausrasende Augen. Wieder zurück, wenn Pascha es nicht gesinnt gewesen, hat Mascha nicht zugemacht mit kein ganzer Nacht. Und ist ausgesetzt im Leben, ihre Tage noch wie eine Schwester kann sitzen. Es ist sehr schwer gewesen, zu nehmen auf die Gedanken. Was werden sie tun? Sie werden sich davon zu scheiden. Zu scheiden auf damit, auf ewig. Der dasige Gedanke hat nicht einmal herausgeriefen werden auf seine Augen. Gewöhnlich behalten dich eine von der andere. Nur Gott, der Herr, hat sie aufgehebt, sie scheiden sich. Und es ist sei beschert gewesen. Sie verbringen alle seine besten jungen Jahren nur zusammen. Und das Dasike hat sie gemacht, noch mehr beiß, noch mehr zerreizt. Bis sie seinen gut geworden, abgesendet von seiner amulige Chavetes, und Bekannte, und von der ganzen Stutt. Und die Fahrer haben sie bekommen in Stutt angenommen. Die alte Meuden. Ott gehen sie schon, die alte Meuden. Wo es werden sie aussitzen? Später. Wo es werden sie aussitzen? Später. Regenbogen ist nicht krank. Regenbogen ist nicht krank, sie leiden noch etliche zehnlige Tausende Rubel und kriegen sei Chassanem. Was wusste der Chassanem ist? Aber sie soll nicht darin blanken, also bis zum grauen Zopf. In die Zeit steigt nicht auf ein Ort. Ein Jahr juckt das andere. Der Herr Regenbogen kommt von Peterburg und fuhrt wieder weg. Auf ein ganz Jahr zu seinen Geschäften. Die Madame Regenbogen kijkt auf die Töchter mit Rachmunes und sifft in Krechts. Oder sie geht da weg zu der Madame Feldmann und bringt von dort ein Päck mit Rechiles. Und wieder die eigene Blotte verpeißt sich. Wieder die schreckliche Hitzen mit dem schlechten Reich im Tammes. Wieder die brennendicke Frest im Winter. Als der eigene halb angefallene Kleid mit der verordnete Krämerkiss im Mark und schleppen fahr die Polis.
Wieder die eigene Physiognomies mit den Kostümen auf jeden Tritt. Wieder die eigene Intelligenz, wo es verfleizt alle Schabbos, die Baraditsche vergaß, angetinken in Saad, in Sammet mit der Sachrote, grüne, blaue, gelbe, stängelig auf dem Herz, mit süße, saure, bittere, weinige, gesalzene Schmeichel auf den Lippen. Wenn wird du schon oben am Neck? Wenn wird kommen als Reife auf der Doseke-Stuhl? Wenn wird kommen am Apule? Auf alle Menschen. Pinkt in der Doseke-Zeit hat sich Boris Friedman vorgestellt, seine zwei Getreie Chawaiiren, Goldenstadt und Silberstadt, auf welche die ausgetrickene Schwester seinen umgefallen, wie die hingerige Bienen, mit Kaas und mit Frei, zusammen haben sie sich zugehabt zu die Doseke zwei im schildigen Fusches, welche haben mehr nicht gehabt in Sinnen, nur der Tappen seiner Namen. Mit was für eine Kummer haben sie gekickt auf den Madame Friedman mit ihr Prinz. Spazieren dick in Gurten, geordnet, mit Goldenstadt und mit Silberstadt. Parlez-vous français, Monsieur Goldenstadt? Ach, warum sollt ihr nicht kennen sein, kein Französisch, Goldenstadt? Aschud, was ihr redet nicht kein Französisch. Was läuft hier so, Goldenstadt? Ihr seid Goldenstadt, ihr seht Goldenstadt. Ihr seht auch die Doseke Mamsel. Ihr seht sie nicht. Ihr seid da kurzsichtiger. Warum sollt ihr nicht trugen kann Brillen, kann Pensne? Wie gefällt euch etwas, meine Schwester Pascha? Ich sehe, ihr kickt auf ihr die ganze Zeit. Sie ist jünger für mich. Sie ist schöner für mich. Euer Chaber ist ehrlicher für euch. Trägt nicht auf von Pascha auf kein Minute. Kein Regen. Ihr könnt nur Komplimenten machen. Ich weiß. Wie ist das euer dritter Chaber? Eisenstadt. Was will ihm keinem nicht bringen mit mir? Ihr habt Meure, dann wird besser gefallen für euch. Finnach, man sagt, als sei ein ordentlicher Mann, ein seltener Mensch. Was fragt ihr? Was wird ihr heute? Weiß, ihr wollt etwas sagen? Azoi, oder kemat azoi, begeit sich auch Pascha mit ihr Kavalier, mit Silberstatten. Die Doseke zwei zerreizte Schwester, mit welcher die Welt begeit sich azoi unmenschlich, ziehen bei anderen bittenden Studenten die Klei, rasen von sei passen, schleppen die Udern, hängen sich zu sei auf den Hals und machen von sei häusig mit leitische Gelächter. Gott gibt man seine Hoffnung, als alles wird sein Recht, als ihre Herzen mit seinem Vermögen werden dicht übergegeben werden zu sein. Und auch gibt man seine Schmitz für sich, und sei fallen von dem 7. Himmel, arup auf der Erde. Alle Tag dieselbe Maße, ohne Ecken, ohne Saft. Ich scheine ein Wunder, wo sie Doseke zwei Chawaiiren weiß nicht, im Willen nicht wissen, wo sie steht sich dort bei seinem Chaber Boris mit seinen Rosen. Und wo hört sich etwas mit Eisenstatten? Jeder hat sich sein Päckl.